musst dich nicht fürchten. Sie ist bloß Köchin. Eine rücksichtslose Person. Immer im dümmsten Moment kommt sie und frisst einem alles weg. Siehst, jetzt nimmt sie nicht den Zucker. In dem Augenblick ruft die Köchin. Sterne, Föfi. Jetzt sind die verflixten Müsse schon wieder hinter dem Zucker gewesen. Wenn ich die verwünsche, können sie etwas erleben. Dann ist sie wütig zur Küche austrampelt. So, jetzt ist sie fort, die Dickschmetter. Komm, jetzt gehen wir zu den Türen Zwetschgen. Die sind noch besser als Zucker. Das Mal mussten die beiden Müsli auf den Kasten hochklettern. Und dort ist ein Teller mit dürrten Zwetschgen gestanden. Semmeli hat noch ein paar Mal mit seinen glänzigen schwarzen Augen nach der Tür geschaut. Sie hat Angst gehabt, die Köchin könnte wieder kommen. Aber als sie sieht, dass sein Cousin so gemütlich knappert, hat sie mit beiden Vorderpfötchen die dickste Pflume genommen, hat seine spitzigen Zähne reingebohrt und gefressen. Aber auf einmal ist am offenen Küchenfenster ein dicker Kopf auftaucht und ein scheußliches Ungeheuer ist reingeschlichen. Hat sie gemacht. Zuerst leislich und dann laut und gefürchtet. Was ist schon das? Fragt Semmeli. Aber Jacqueline war nicht mehr da. Man hat gerade noch gesehen, wie ihr rotes Schwänzchen im Mausloch verschwunden ist. Semmeli rennt hinten so schnell es kann. Vor lauter Angst hat es laut piepset. Als am Mausloch ankommt, sagt Jacqueline: Gott sei Dank bist du da. Das ist der Wurliputz oder der Schnurlimutz oder wie er heisst.